Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur 5. Folge von der World Squad 2023. Ja, heute ist ja große Entscheidung, wer mitgeht nach Deutschland und wer nicht. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken, gehen wir rein. Hey, without him. You want to speak? Yeah, I think I can let the team go like about it. So you think you know better than us? Er ist schon gut, der Roy, Alter. Ja, ich denke, ich kann als Zehner der Mannschaft mehr. Also du hast mehr Ahnung als wir. They just like want to say it. Yeah, but we know. I think you did much better technically, and then from a little bit back. I think the first half and when you played next to David, we think you did it really well. We chose this team today, and we're gonna watch it back because I think for the team we can use a lot of good clips from today. We are here as a team. Yeah, of course. Yeah, because of that, we are going. But now you say that you think that you're a better number 10 than we say. Yes. No, I'd say. Indirectly you say that. Der Roy ist schon gut, ne. Man hat halt gesehen, sie haben zusammen gejubelt, sie sind als Team mehr zusammengeschweißt. Nicht mehr diese Einzeldarstellung, diese Einzelshow sich im Vordergrund zu bringen. Und was man echt sagen muss, Roy und Lochi haben das echt richtig gut gemacht, dass die, wie kompakt die Mannschaft heute gespielt hat, wie diszipliniert sie gespielt hat. Auch das hat als Team super funktioniert. Da hat es bei den einzelnen Charakteren halt auch mal einen Klick gemacht, dass wir nicht hier nur Social Media machen oder irgendwelche Posts für sie oder Content generieren, sondern dass wir wirklich hier sportlich uns weiterentwickeln wollen und da halt die Ziele verfolgen wollen. Und das haben sie jetzt echt im letzten Spiel, muss ich echt sagen, Chapeau, richtig gut umgesetzt, alle. Das sind immer so unangenehme Momente. Ach nee, das ist ein ganz normales Feedback-Gespräch nach dem Spiel, wo er seine Meinung zu sagen will. Also völlig normal. Ist ja auch gut, wenn ein Spieler mal selber sowas einfordert. Gehört auch dazu. Jetzt. Ja, bin ich bei ihm, ne? Man muss auch erstmal die Eier haben, gerade jetzt in so einer Geschichte da dann auch hinzugehen zum Trainer und zu sagen, ja, ich sehe mich aber auch für 10 stärker. Ne? Zeigt auf jeden Fall ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, ich denke, der Roy hat die ganz gut gekontert, von daher. Ja, aber zeigt halt schon, ja, dass man nicht alles einfach so hinnimmt und eine eigene Meinung hat und so weiter. Ist ja auch nicht immer was Schlechtes. Schauen wir gleich mal. Ja. Der hat uns jetzt komplett überrascht. Warum? Was hat er gesagt? Er hat schon gesagt, er denkt, dass er für die Mannschaft besser ist, dass er auf die 10-Position spielt. Also er will auf die 10, weil er mir gesagt, weil er da besser ist. Solange ich sage, du bist der Beste, bis das Isaia ist. Alleine das zeigt ja wieder, guck mal, nach so einem Spiel, du gewinnst hier 1-0 gegen so einen starken Gegner und er hat nichts Besseres zu tun, als 2 Minuten Abpfiff dann einzufordern. Ja. Er ist eigentlich Ja, ich habe Das ist dann halt so die Kehrseite von dem, was ich gerade gesagt habe, ne? deshalb haben wir auch in der Bus, was das versucht, dass wir die Kamera machen es nicht. Ich dachte, er kommt jetzt zu euch und bedankt sich dafür, dass er jetzt was mitgenommen hat. Wenn du jetzt gerade in der Kabine geguckt hast, gibt es ja immer Licht und Schatten. Du hast gesehen, dass da schon 5 lange Gesichter waren, von den Jungs, die nicht gespielt haben. Und gleich werden noch viel längere Gesichter, weil wir jetzt halt gleich 2 Jungs noch leider sagen müssen, dass wir sie nach Hause schicken, dass sie nicht mehr dabei sein werden, weil es einfach von der Leistung her nicht passt. Unglücklich jetzt sowas nach dem Spiel zu machen, wo jetzt eigentlich eine positive Emotion in der Truppe herrscht, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, weil jetzt geht es direkt zum Flieger, dann geht es heim nach München. Für so eine Entscheidung gibt es ja sowieso keine gute Minute, also oder keinen guten Moment, von daher müssen wir das gleich dann irgendwie noch machen. Tja. Treasure, take a seat. Tja. We want to keep it short, Treasure. Nur gute Laune und ja, guter Charakter irgendwie in die Mannschaft zu bringen, reicht halt leider nicht aus im Profifußball. Ne? Wir reden halt über Profifußball. Und das, was wir so gesehen haben, war eher schon sehr stark abfallend vom Leistungsniveau, ja. Ne? Was wir in so einem Passszenen gesehen haben.
Ja, aber natürlich trotzdem eine harte Geschichte, sowas so einen Jungen dann zu sagen, ne? Schon nicht so einfach, das dann auch wegzupacken. I mean, not nice what we have to say now, but we have decided that it's over for you. This adventure. It's never nice for us to give such a message. But, Der well, Roy. it seems far that your level is quite far behind the other ones in your position. Last year, it was at the end, it was close as well. If we like get you into the new season or not, and we saw some potential, and we're like, okay, now then you have another year where you can practice and working on like technique and shooting technique and everything. But we saw when you were coming almost no difference or development. So Sure. we expected more when you came back after the first season. Unfortunately, we have to make a decision. It's never good. We hate it as well. That's the worst for us to tell players that they are not part of it anymore. Thank you. Thank you. Fresher. Ja. Ja, ist natürlich hart, ne? Ich hab's ja schon im ersten Video mal gesagt, wenn du siehst, aus welchen Verhältnissen die teilweise stammen, die Jungs, und dass für die Riesenchance ist. Ja, aber wenn er im letzten Jahr dabei war und man ihm halt auch mitgegeben hat, was er vielleicht verbessern muss, und dann einfach 0 Fortschritte gemacht wurden, ja, dann ist das leider so, ne? Das ist halt Leistungssport, ne? Und nicht irgendwie Hobbyliga oder sonst was. Da gehören harte Entscheidungen halt auch mit dazu. Sieht man ja aktuell auch im Profikader bezogen auch an Thomas Müller, wa? Every disappointment is a blessing. That's what my mom always told me. Every disappointment is a blessing. So I feel there's life after World Cup. There's definitely life after World Cup. I have places to go for trials and so many places I can try myself again. It's all good. Are you going to work harder now for your dream? Definitely. My dream is just starting. Definitely work hard. Da sieht man das schön so, ne? Die heutige Generation, Alter. Hockst in eine Kabine und jeder hat sein verkacktes Handy in der Hand, Alter. Zum Kotzen. Wann? Sorry, do you have a minute? A minute? Ja. Ja, aber man sieht halt, ja, dass der Unterschied zwischen diese beiden und die anderen auf ihre Positionen ja, immer größer würde während die Woche. Hoffentlich für beide schaffen die es trotzdem noch auf eine andere Art und Weise. Wir haben gestern Abend da sehr lange über diskutiert, aber die definitive Entscheidung ist erst heute kurz nach dem Spiel gefallen. Schön! War der beste Mannschaft auf der ganzen Welt. Aber vielleicht kann er spielen. Ich hab schon versucht. Marco, you feeling good? Morning. Good morning. Good. Good, bro. Okay, guys, listen. So this is your locker room. Yeah, you can leave all your stuff here, your private stuff. Yeah, we will close the door before and after the training session. Okay.
Ja, aber die checken die. Gustavo hat Freigabe, keine Schmerzen mehr und kann wieder voll mit trainieren. Yeah, very good. Immer schön getaped. Hey! Bora. Lucas! Vamos lá, Ryan. Bora. Servus. Ne, Jakob, guten Morgen. Wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Guten Morgen. A very warm welcome from all of us here at the Selbener Street, our headquarter, training center from the first and second team. As you can see, so it's, I think, the best pitch where we ever played or trained before. I think so. It's a very high quality. That is what we mentioned in Argentina. So we give you the best stage and the best quality, the best training condition, and now we expect from you the same. We won against Revo because we played as one team. If you put your individual in front of the team, you will never can show your qualities. If we play as a team, each and every one in his position, if it's the left fullback, right fullback, you can show your qualities as we play as a team. If you play for yourself, I think it's going to be difficult. Ja, was Besonderes. Ich meine, das versuchen wir auch die Spieler klar zu machen, dass es besonders sein, dass wir hier überhaupt trainieren dürfen, weil normalerweise trainieren natürlich nur die Profis und die Amateure und alles andere, so eigentlich in ihr Alter U19 geht man normalerweise zu Campus. So, ist schon besonders, dass wir überhaupt auf diese zwei überragenden Plätze trainieren dürfen. Revo hat die Mannschaft, habe ich heute nach dem Spiel gesagt, hat sehr gut gemacht und hoffentlich können wir jetzt den nächsten Schritt machen, dass sie die gleiche Leistung abrufen können oder vielleicht noch ein bisschen besser. In Deutschland werden wir auch 3 Freundschaftsspiele bestreiten. Das erste Freundschaftsspiel wird am DFB-Campus sein, was mit Sicherheit von der Anlage her mit das größte Highlight sein wird, was uns Volkswagen als Partner der Nationalmannschaft ermöglicht hat. Da werden wir gegen Hessen-Kassel spielen. Die spielen 1 unter der Junioren-Bundesliga. Das war jetzt auch speziell so die Idee dahinter, dass man erstmal mit einem vermeintlich schwächeren Gegner anfängt, um so ein bisschen ins System reinzukommen und zu schauen, wie hier in Europa Fußball gespielt wird. Wir haben schon mal gesagt, dass gegen Hessen-Kassel alle auflaufen werden. Gegen Revo am Ende haben wir nur 2-mal ausgewechselt. Das wird gegen Kassel werden alle ihre Minuten bekommen. Das nächste Spiel wird dann schon eine Hausnummer, da geht es zum HSV, hoch in den Norden, wo wir gegen eine U19-Bundesligamannschaft spielen werden und dann als Highlight wieder der krönende Abschluss, diesmal am FC Bayern Campus gegen unsere eigene U19. Good ball and strong pass. Good, Sebastian! Carlos, don't lean too far back. So go a little bit forward, then the passing is better. Yeah. Help him, Saget! Help him! Yeah, good, Saget! Ryan, just the timing. Saget! Yeah, overlapping is good. Ich finde von der Intensität her, das ist höher. Also von der Schnelligkeit her, das ist besser. Generell? Ja, das ist gut, was wir machen. Auch die Struktur, alles, die spielen es echt gut, beide Seiten. Switch! Yeah, good. Marco, good. Yeah, good ball. It's good. Stay. Come back. I think I talk okay, but I don't know. Watch it, Gustavo. No, hey. Okay. It's okay. Man merkt, dass Gustavo eine Woche nicht gemacht hat. Der ist überall. Come guys, quickly. January, first training, first game. Was okay. Someone, I mean, I can understand he didn't train for 8 days. He was doing too much. 3/4 Stunde. Saget und Carlos tun sich schwer. Ja. Das sind die zwei, aber Chinese, gut, gutes Passspiel. Er nimmt es gleich wieder. Siehst du immer, er will immer vorwärts. Der muss auch ständig zurückholen. Ryan hat es zweimal gut gemacht. Ryan war gut, ja? Ryan, 1-2, dann in der Mitte. Ja. Und dann jetzt der nächste Schritt ist das dann. Ryan macht sehr gut. Sehr gut, was die Defensive angeht, was das Eingliedern angeht. Jetzt ist er wieder in Aktion. Sehr aktiv, strukturiert,
Macht er richtig gut. Yeah, Ryan, good. Suck it, go, go, go. It's an amazing facility. When I got here, I was very amazed. I'm happy to be back on the field and looking forward to the upcoming games. Mia san Mia. Mia san Mia. How's Ryan? Is he a good guy? Ryan is a weird guy. Ryan, you weird? Yeah. Always ready. You can keep them. Look at him, he's just so majestic. I like my grandma's like dish. We do like rice, beans. Hi, this is Siam, and this is Ryan. And we are on our way to buy Nacho a birthday cake. I say fresh is the best. Ice cream. Nacho, we're coming for you, bro. Very happy that I'm in the FC Bayern World Squad. Shine. And on the bench, Ryan, Gon. It's a hard feeling. Obviously, you want to start. I was obviously a little upset whenever I get a chance to get in. I need to prove everyone wrong. Aber der Ryan haut auch schon schön dazwischen. Richtig geil, bei der Kicker, ja. Muss man sagen. Der hat auch nie den Blick auf den Ball nach unten, da sind wir so unterwegs. Ryan, play him in behind. Play him in behind. Yeah, right. Go, 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 Treasure. Okay, guys, quickly. First half, generally, Ryan, what do you feel? Thoughts? They're not playing with a 6, so I feel like we could kind of step up a little higher. But it has to be everybody. Like, it can't just be the forward and then the midfielder stays, because there's a big gap. So during the first half, I told David, like, if I go, tell everybody to go, like, tell the back line to go, because they're just dropping like 5 defenders in the back, and then if we have that big gap, then they can find the inside. But if we all go, they'll just play long and we can recover the ball. Man sieht schon, dass natürlich bei Los Angeles FC ist und dass da schon mal strukturiertes Training hat. Und das haben wir natürlich nicht alle in dieser Mannschaft. I mean, I feel like the coach's style of play is a little bit different than where I come and play in Los Angeles. But it wasn't difficult. I caught on really quick. Man sieht schon, dass schon bei einem Profiverein ist, zwar in die zweite Mannschaft, aber dass schon mehr weiß, was man als Profifußballer machen muss. Das ist normal, wenn man schon beim Profiverein ist. I would say that one of my biggest goals is to see if I'd be able to get back to Bayern Munich next year, or to see if there's any contract involved. Mir san mir heißt, immer gewinnen zu wollen oder Sachen erreichen zu wollen, auch wenn man manchmal glaubt, es ist nicht möglich, versuchen wir es doch irgendwo immer möglich zu machen. Ball is not. Das sieht gut aus. Ja, Werbung muss auch sein, wa? Der ist gesponsert. Und Kickgut. Interkulturelle Straßenfußballliga München. Der Rüdiger Heitz hat das deswegen heute da, 25 Jahren gegründet. 25 Jahre Geburtstag. Wir haben eine Geburtstagsfeier, 25 Jahre, und das muss gefeiert werden. Die Idee dahinter ist halt, damals Kids mit Migrationshintergrund von der Straße zu holen, Verantwortung zu übertragen, indem sie sich selbst organisieren. Also eine eigene Liga, die wird von den Jungs komplett organisiert, sei es Schiedsrichter, sei es Spielbetrieb. Um, wie gesagt, die Jungs von der Straße runterzuholen, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen, irgendeinen Unfug zu bauen, sondern stattdessen Fußball spielen. Wie viele schauen gerade zu? Kann ich trotzdem jemanden grüßen? Ja, sicher, grüß. Ich grüße meine Mutter. Ich grüße meinen Vater. Ich grüße meinen Vater. Meine ganze Familie. Ja, sehr Ich grüße süß. meine ganze Familie. Ja, das World Squad ist das beste Beispiel dafür, halt auf dem Elite-Niveau. Also wir haben bisher 18 verschiedene Nationen dabei in der Mannschaft, also mehr Diversity. Und wofür Bund Kickgut steht, geht ja gar nicht. Dass die Jungs halt auch sehen, es ist nicht nur Straßenfußball, sondern am Ende kannst du ja bis zur Spitze führen. Ich meine, das sieht man ja auch bei dem Projekt. Robert Klatzl als Beispiel vom HSV ist von Bund Kickgut. Lukas ist auch von Bund Kickgut. Da sieht man, dass halt aus so einem Straßenfußballprojekt auch der Weg in den Profifußball gehen kann. Ja, also wir waren 2 Wochen, glaube ich, jetzt in Argentinien. Und ja, es ist klar was ganz Besonderes, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, nach Argentinien zu fliegen, dort zusammen zu trainieren.
Wir sind Spieler aus allen aus verschiedenen Ländern, er aus Togo, ich aus Deutschland und alle möglichen Länder, die ihr euch vorstellen könnt. Und ja, es ist was ganz Besonderes. Ist schon ein cooles Projekt auf jeden Fall, ne? Muss man schon sagen. Und auch sehr interessant zu sehen, wie ich finde. Das ist schön, wenn so ehemalige Profifußballer so, auch jetzt in dieser Art und Weise, wie es der Reuter macht, so was zurückgibt an die Jugend. Ja, das ist halt für so einen kleinen Burschen oder kleines Mädel ja schon legendär, wenn der Roy dir da irgendeine Medaille umhängt, Alter. Budke gut ist Fußball. Emotionen. Budke gut. Und Budke gut ist Emotionen. Liebe. Kommt alles zu Budke gut. Film mal den Platz, schau wie schön. Man sieht, Mir endet nicht nur beim FC Bayern. Die Mirza-Familie ist auch hier. Ganz München. To be honest, when I landed in Germany and I went out to the city, it kind of felt like home. It was amazing, a lot of people, the culture is super nice, and I just really liked how everything was just so calm and nothing's just like chaotic and stuff like that. I know how to surf. Do you have like something like this in the US? I think I'm like an amateur surfer, but I mean these guys look like pros to me. Like we don't even have this in the United States. Touch just one time and he 2 times, or you just he touch 1 time and you 2 times, or 1-1. Oh, okay. Let my buddies have an opportunity, you know, but they're gonna take a L. Are you ready? Huh? Are you ready, man? Ryan, it's no joke, bro. In Germany, it's like traditional that you eat it. Where'd it go? Eat it. Bro. So cold, bro. But it's good. Ich muss mich für das Training schonen. Der will jetzt hier noch andere Leute attackieren. Hey, Raphael! Bye! Bye, bye! Bye, Agora! Ich muss gar nichts umstellen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es heute umsetzen. Ja? Morning. Wir haben auch schon, der Victor ist schon wieder da. Ja. Gestern Nachmittag war er wieder da. Nach fürs Training heute ist so wie wir damals auch den Morgeneinheit in Argentinien gemacht haben. 6-3 mit 4 kleinen Toren. Und jetzt versuchen wir auch vielleicht mal, abhängig vom Wetter, auch mal Ergebnisse, dass die 2 Verlierer noch ein bisschen was machen am Ende. Aufräumen? Nein, der eine muss ein bisschen klein, nicht viel. Einer muss aufräumen und der andere muss der letzte endet, der muss ein bisschen rennen. Nicht so viel. 6-3 mit 4 kleine Tore. Ja, ich habe gedacht, wenn wir 2 Runden machen, dass jeder zu dritt, dass die mal 2 Minuten in der Mitte stehen. Mit 8 oder 10 muss man gleich mal überlegen, wenn der Rot 8 Passen macht, dürfen die auch ein Tor machen. Und wenn die Blauen den Ball erobern, dürfen die auch sofort oben. Aber die bleiben dann 2 Minuten lang in der Mitte, dann wechseln wir und machen wir 2 Runden. So, dann steht jeder zweimal. Auch ein bisschen als Vorbereitung auf die Spiele.
Now for me, the most important thing now is for me, if I can, the 3 in the middle. Really chase for 1 minute without doing stupid tackles. Just get your heart rate up for 1 minute. Da wir 2 Einheiten haben, die erste Einheit ist quasi die mit dem großen Volumen und die zweite Einheit ist dann wahrscheinlich eher taktisch geprägt, um einfach schon mal vorwärts zu bereiten. Hoppala, auf Hessen-Kassel. Und dann schauen wir mal, wie sie es wegstecken, die Amigos. Pressure, faster! Hey! Faster, faster, go through, run through! Change ball, go! Yeah! Pressure! Treiben. Good, faster, come on, attack! Jetzt wird's interessant dann, wenn sie dann 3 Gruppen noch kommen. Attack! Hey! Go! Let's go! Oh, Gustavo, up! Hey! Up! Very good, guys. Ja, ist schon Intensität drin, wa? Oh, excellent, Adam! Adam macht das sehr gut in die Mitte auch. Gustavo, die verteilen halt. Ja, hast du es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Green! Good guys, very good guys. Come on, concentration. I see rain. Hey, pressure! Go! Good green, score! Good. It's normal, emotions. Ja? No goal! Was ist passiert? Freundschaft gekündigt. Er darf ihn nicht mehr auf Facebook anstupsen. Ja, es wird halt, wenn die Ansage gemacht wird und Fehler entstehen, jetzt gibt es halt ein bisschen Zwiespalt zwischen den Spielern. Aber wenn das auf dem Spielfeld bleibt, das ist völlig okay. Emotionen gehören dazu. On the ground, the same, but I'm... Das sind abgefälschte Bälle und die Übung hat der Sepp Meier erfunden. Hat die Gitter machen lassen und hat sie hierher geholt. Jetzt schon 100 Jahre alt. Aber immer noch gut. Ich habe gestern nochmal einen Tom Starke kontaktiert, der für unsere Torhüter verantwortlich ist im Jugendbereich, Nachwuchsbereich, dass wir unbedingt mal zu Viktor sprechen müssen. Und hat dann natürlich darauf geantwortet, ja, hat er sich schon gedacht. Und dass er nächste Woche auf jeden Fall mal zur Verfügung steht für ein Gespräch. Aber ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht Montag beim Training mal vorbeigucken will. Dann kann er sich ihn selber mal anschauen und dann können wir danach mal sprechen. Ja, und Bernd, seine Einschätzung ist, dass der wirklich bei den Profis mittrainieren kann, sollte. Krass. Der neue Manu, Leute. In 4 Jahren. Ja, der Tom ist auch einfach. Jungs. Einfach ein super sympathischer Typ, Alter. Schade, schon vorbei die Folge, Alter. Also für mich super interessant, super sympathische Leute, ja. Und schauen wir mal, wie erfolgreich in Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass so die Ergebnisse unbedingt so das ist, was im Vordergrund steht bei dem Projekt. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge, Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, bis dann. Tschüssi.